Haut am meeschten Advent begreessen Jeech aus der Kirch vu Belval Metzerlach, méiwer dro vun Heitsondes Mass. Et singt de Cercle-Vokal Belval Metzerlach, Organist ass de Claude Clement, Flötistine sinn Ria an Anne Clement. Sie spiele bei der Entrée Sonat fir 2 Flüten a Basso Continuo vum Händel. Dënner sangemer mir werden Magnificat 1123. Kyrie vun Thésée, Chante Alléluia au Seigneur, Je crois Seigneur vum de Bézieux, Let us break bread together, a spiritual, und Friede herrscht auf der Erde, a polnischt Friedenslied, an als Schlusslied Oben Novelle, Laudate Dominum 377. Den Instrumentalensemble spielt bei der Kommunion an zum Schluss Trisonat Fa majeur vum Bach. Bei mir Altor assistiert den Diakon Eugene Schilz.
Am Nom vom Pap, a vom Sohn, a vom Heilige Geist. Amen. Den Herr sief ma dich all. Leif Leiit hei an der Kirch zu Belval Metzalach, a leif alle Gu, déi da iwwer Medien mat deis verbonne sieht. Haut fängt man den Advent un, das Zeit vun den offenen Aen a vom werkerigen Herz. Wie das ma bereet sinn fir de Rendezvous, den Herrgott eis fir Christtag gëtt. Los ma werkerig bleiwen, wie auch de klengsten Appell an Nuich zu hullen, den Hirn uneis riecht. An lo sehne ma den Adventskranz und dem allsondig eng Kerz méi ugefange gëtt. Dat Licht, dat so zouhëlt, soll eis weh op Christtag zo erlichten. Guter Gott, wir bitten dich, segne diesen Kranz und diese Kerzen, segne uns, die wir vor dir stehen, segne die Zeit, die vor uns liegt, darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. An eier mat dem Herrgott begegnen as engem Wur an am Sakrament, well ma in Verzeihung froh fir Sünder Schuld. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Herr unser Gott, alles steht in deiner Macht. Du schenkst das Wollen und das Vollbringen. Hilf uns, dass wir auf dem Weg der Gerechtigkeit Christus entgegengehen und uns durch Taten der Liebe auf seine Ankunft vorbereiten, damit wir den Platz zu seiner Rechten erhalten, wenn er wiederkommt in Herrlichkeit. Er, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Prophet Jesaja wot nur im Exil vom Volk Israel ein Blick von Erwartung, neuer Zukunft auf Vollendung. Du, Herr, bist unser Vater. Lesung aus dem Buch Jesaja. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser von jeher wirst du genannt.
Warum lässt du uns, Herr, vor deinen Wegen abirren und machst unser Herz hart, sodass wir dich nicht mehr fürchten? Kehre zurück um deiner Knechte willen, um der Stämme willen, die dein Eigentum sind. Reiß doch den Himmel auf und komm herab, sodass die Berge zittern vor dir. Seit Menschengedenken hat man noch nie vernommen, kein Ohr hat gehört, kein Auge gesehen, dass es einen Gott gibt außer dir, der denen Gutes tut, die auf ihn hoffen. Ach, kämst du doch denen entgegen, die tun, was recht ist, und nachdenken über deine Wege. Ja, du warst zornig, denn wir haben gegen dich gesündigt, von Urzeit an sind wir treulos geworden. Wie unreine Menschen sind wir alle geworden. Unsere ganze Gerechtigkeit ist wie ein schmutziges Kleid. Wie Laub sind wir alle verwelkt. Unsere Schuld trägt uns fort wie der Wind. Niemand ruft deinen Namen an. Keiner rafft sich dazu auf, festzuhalten an dir. Denn du hast dein Angesicht vor uns verborgen und hast uns der Gewalt unserer Schuld überlassen. Doch du bist Gott, der Herr, unser Vater. Wir sind der Ton, und du bist unser Töpfer. Wir alle sind das Werk deiner Hände. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Jesus sprach zu seinen Jüngern: In jenen Tagen nach der großen Not wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken kommen sehen. Und er wird die Engel aussenden und die von ihm Auserwählten aus allen 4 Windrichtungen zusammenführen, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Lernt etwas aus dem Vergleich mit dem Feigenbaum. Sobald seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Genauso sollt ihr erkennen, wenn ihr all das geschehen seht, dass das Ende vor der Tür steht. Amen, ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles eintrifft. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Doch jenen Tag und jene Stunde kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater. Seht euch also vor und bleibt wach, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie mit einem Mann, der sein Haus verließ, um auf Reisen zu gehen. Er übertrug alle Verantwortung seinen Dienern, jedem eine bestimmte Aufgabe,
Dem Türhüter befahl er, wachsam zu sein. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt, ob am Abend oder um Mitternacht, ob beim Hahnenschrei oder erst am Morgen. Er soll euch, wenn er plötzlich kommt, nicht schlafend antreffen. Was ich aber euch sage, das sage ich allen, seid wachsam. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, Kirchejahr, das drüber gang ass, war speziell. Weltweit konnten Christen den Höchstpunkt vom Kirchejahr, nämlich Ostern, mit der Feier von Leiden, Stirben an Oberstufe von Christus, nicht an der gewohnten Form gemeinschaftlicher feierlich begehen. Covid-19 hat es ja von mehr Sonn den an Atem gehalten und hat es ganz Leben, auch das religiös Leben verändert und angeschränkt. Nicht zuletzt durch das Verbot von öffentlichen Gottesdiensten am vergangenen Frühjahr. Aber wie es weitergeht am kommenden Jahr, wissen wir letztlich auch nicht. Eins aber wissen wir: Gott lässt den Mensch und sein Volk nicht allein. Wir dürfen uns ausgehend von unserer Lesung wie Tonerd, wie Lehm an den Händen vom Dippemischer, unserem Gott wissen, den als Liebe prägt und zum Guten hin formt. Wir dürfen darauf setzen, dass hier als Wehr begleitet, Treiers und so eis steht. Wie ein guten Aulebäcker lässt ihn als nicht aus seinen Händen fallen, vielmehr gibt ihn als Form an Gestalt. Das Alte Testament schwätzt auf viele Plätze von Gottes Händen, die Schafe nach Formen, und es lädt nur, als singen Händen als der Mensch sicher geborgen. Gottes Hand mischt den Mensch nicht klein, wie sie schützt und drehten. La main de Dieu als die schönste Skulptur vom Auguste Rodin. Sie präsentiert sich als Schöpferhand an dem Blatt, wo Gott den Mensch entstehen lässt. Von dieser guten Hand, sagt der Psalmist, du öffnest deine Hand und sättigst alles, was lebt, nach deinem Gefallen. Das ist die göttliche Hand, die alles erschafft und erhält. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde, sein sind die Gipfel der Berge, sein ist das Meer, das er gemacht hat, das trockene Land, das seine Hände gebildet. Psalm 95. Liebe alle gut, viel von euch kennen das weltberühmte Musical Hair. Er hat für Jahren viel Zuschauer an sein Bann gezogen. Hair hat die verbreitet von der sogenannten New Age-Bewegung, die aus Amerika stammt, auf ihre neue Zeitalter plädiert. Und du heißt es an enger Strophe: Harmonie und Recht und Klarheit, Sympathie und Licht und Wahrheit. Niemand wird die Freiheit knebeln, niemand mehr den Geist umnebeln. Mystik wird uns Einsicht schenken und der Mensch lernt wieder denken, dank dem Wassermann, Wassermann. Diesen Text passt gut bei den Advent, an dem wir mit dieser Sondesmass antreten, weil er beschreibt, nur was der Mensch Sehnsucht tut. Wir verlängern nicht nur Recht, nur Freiheit, nur einer glücklicher Zeit. Mir worauf gründet als Hoffnung sich? Dank dem Wassermann, Wassermann, heißt es am Musical. Für die Adepten vom New Age fängt ein neues Zeitalter an, das am Sternzeichen vom Wassermann steht. Es soll das christliche Zeitalter auflesen, das am Zeichen vom Fisch steht. An den ersten christlichen Jahrhunderten war Jesus Christus ja unter dem Zeichen vom Fisch durchgestaltet ging. Für die Anhänger von dieser neuen Sekt hat Christentum aufgewirtschaftet. Lo fängt etwas Neues an, die Phase vom Glück.
Klingt alles schöner vielversprechend, sonderlich konkret als der war nicht, wie Werk an fantastisch. Hei traut der Mensch sich ganz viel zu. Mir hat den Kraft dafür. Geschichte von der Menschheit schwätzt dagegen, auch wenn es Sprichwort seht, der Mensch ist seines Glückes Schmied. Weder ist der Welt daneben gegangen, durch Versohlen oder Übertreiben, durch einseitige Ideologien oder Böswilligkeit. Da war Menschen oder Gruppen hier Schicksal an die Hand holen, für extremer fanatisch zu gehen. Am Evangelium geht Leute beschrieben, die ihrerseits werden, ob dat, was über den Erdkreis kommen soll. Die Bibel setzt dabei hier Hoffnung nicht auf die Sternzeichen vom Wassermann, dat Astrologe verkündigen, mehr auf den Herr, der kommen soll. Da steht, dann wird man den Menschensohn mit großer Kraft und Herrlichkeit auf den Wolken kommen sehen. Wann hier könnt, da könnt Zeit und hier en, da geht denn Zeit agelaut. Sie bringt den so erwähnten Frieden und Harmonie unter Menschen und Völker. Da wird Frieden und Gerechtigkeit herrschen, dann darf man diese Kapeich halen, weil dann aus dieser Lesung nur bei. Richtet euch auf und erhebt euer Haupt, denn eure Erlösung ist nahe. Ob des Endzeit füllt den Advent eise Blick richten. Aber was machen an der Zwischenzeit? Den Advent trifft eis op zu Bos an Imkehr. Wachet und betet aus den Tenor. Der Paulus trägt es am Römerbrief so aus. Stonners kom fir opzestoe vom Schlofen, nur ist das 4 Uhr gereckelt den Dach as no. Das Wort hat 1600 Jahre dem Heiligen Augustinus den Ustoß gin fir krösch zu gehen, als sich defen zu lassen. Die Josef Ratzinger alias Benedikt XVI. Kommentiert das Bibelstell so. Vom Schlaf aufstehen, das heißt vom Konformismus mit der Welt, mit dieser Zeit aufstehen. Und mit dem Mut zur Tugend, mit dem Mut zum Glauben, den Traum abschütteln, der uns unsere Berufung und unsere besten Möglichkeiten übersehen lässt. Wach werden für Gott und für den anderen Menschen. Das ist die Art von Wachheit, die der Advent meint. Wachet und betet. Wenn wir voraus auf Christtag gucken, dat wir an engem Mond feiern, da gucken wir also an engem darüber raus auf den ewigen Christtag, Ende von der Zeit, wann den Herr definitiv rümkennt an Herrlichkeit. Mach Sinn, dass du draußen und an den Medien die ganzen vorweihnachtliche Rummel aus dem Blick verstellt. Lenkt vom eigentlichen auf. Antizipéier doch los schon die weihnachtlich Fried, an die wird lang verklungen sind, eher der 25. Dezember do ass. Dabei sollten Advent eigentlich eine Zeit von Besinnung an Umkehr sein, für das wir ob Komme von unser Herr vorbereitet sind. Den Jesuit und Widerstandskämpfer Alfred Delp hat gesagt, der Advent ist eine Zeit der Erschütterung, in der der Mensch wach werden soll zu sich selbst. Holen wir uns die Zeit, machen wir einen Break, ein Timeout, erkehren wir bei uns selber an, besinnen wir also bei uns selber, fragen wir, wo stehe ich? Was lief gut? Aber wo habe ich mich verrannt? Wo bin ich in mich selber gekreist? Was kann ich auch nicht besser machen? Wir werden nicht mal ein gutes Buch zur Hand holen, eventuell sogar die Bibel. Früher war der Advent auch eine Zeit, wo strengem Fasten. Es wurde der Verzicht auf das und dem Herz so hängt. Sollte man nicht zum Beispiel die Kontranten, die der Covid-Eis an diese Wochen oberlädt, an einem positiven Geist von Selbstdisziplin und Solidarität umgehen? Liebe Brüder und Schwestern, nutzen wir Zeit vom Advent, für uns auf die Komme vom Herr vier zu bereden. Sie kommen auf Christtag, als sie kommen durch no. Als immer do, okay viv, weil man kennen weder Zeit noch Stunde, wie ihr könnt. Das gilt doch privater persönlich, für eiser drehen, wann es Stunden schlägt. Hoffentlich finden es dann Brett. Ende vom Neuen Testament steht an der geheimen Offenbarung vom Johannes der Ruf, Maranatha, komm Herr Jesus, komm.
Des wir da sollten noch eis iwwer Lüpse goen, well sie erinnern eis drun, dass dat endgültig komme vun eiser her nach aussteht. Amen. Je crois en Dieu le Père. Il a créé le monde et tout ce qui vit sur terre et dans le ciel. Au sommet de l'univers, il a fait l'homme à son image. Je crois au Christ, le Fils de Dieu, né de la Vierge Marie. Il a partagé notre condition humaine, il nous a aimés à en mourir, mais son amour a vaincu la mort. Il est ressuscité et vivant. Je crois en l'Esprit Saint qui nous donne son amour. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. J'attends la résurrection des morts. Den Herrgott lauscht dat obeist gebiert, wann aus engem demütigen Herz könnt an eierlich gemeng das. Los mal voll Vertrauen ze Summe bierden. Wird Kirch, dass sie die Hoffnung ausstrahlt, die Eiswelt braucht. Komm her, für Eis zu retten. Für Eis zu retten. Für die Staatsmänner, das all hier bemähen, ob Frieden an Gerechtigkeit orientiert ist. Komm her, für Eis zu retten. Komm her, für Eis zu retten. Für all die, die niedergeschlagen sind durch Schwierigkeiten, Zweifel, Sünd, Krankheit. Für all die, die Hoffnung verloren haben. Komm her, für Eis zu retten. Für Eis selber, für Eis Paar, an Eis Familien. Los diesen Advent Eis helfen an eiser persönliche Vierberedung ob Christtag. Komm her, für Eis zu retten. Prions pour ceux qui sont différents de nous. Dieu, tu aimes tout homme, sans distinction, sans discrimination. Donne ta lumière et ta vérité à tous. Seigneur, viens nous sauver. Seigneur, viens nous sauver. Pour notre communauté qui entre dans un temps de grâce,
particulièrement pour les enfants et les jeunes qui cherchent un sens à leur vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Für all Verstorven aus Eisepoor, los sie ob dein Licht, aber Barmherzigkeit vertrauen, besonders den Herr Jean-Pierre Bichler. Komm, Herr, für Eis zu retten. Komm, Herr, für Eis zu retten. Herr Gott, gute Papa am Himmel, du weißt eis, dass du eis gern hues, weil du kennst eis entgeint durch dein Jung Jesus, eise Bruder, an eisen Herr. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, alles, was wir haben, kommt von dir. Nimm die Gaben an, die wir darbringen, mache sie für uns in diesem Leben zum Sakrament der Erlösung und rufe uns an deinen Tisch im kommenden Reich. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn in seinem ersten Kommen hat er sich entäußert und ist Mensch geworden. So hat er die alte Verheißung erfüllt und den Weg des Heiles erschlossen. Wenn er wiederkommt im Glanz seiner Herrlichkeit, werden wir sichtbar empfangen, was wir jetzt mit wachem Herzen gläubig erwarten. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit.
Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Verein mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und sind es, darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit. Amen. Der Herr hat seinen Aposteln den Frieden verheißen. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Herr wird seinen Segen spenden und unsere Erde bringt ihre Frucht hervor. Der Leib Christi.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, du hast uns an deinem Tisch mit neuer Kraft gestärkt. Zeige uns den rechten Weg durch diese vergängliche Welt und lenke unseren Blick auf das Unvergängliche, damit wir in allem dein Reich suchen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Yeah.
Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlichen Gemeinschaft von Belval-Metzerlach. Das war wohl die letzte Radius-Mass aus dieser Kirche, die ich darüber und drunter ist, für desakralisiert zu gehen. Wir sind durch die Christen von Belval-Metzerlach ganz nah und solidarisch und wünschen ihnen trotz allem bon Courage und eine gute und vertrauensvolle Zukunft. Den nächsten Sonntag, 2. Advent, über die Mass von Zeissing. Ihr habt alle gesehen in Advent. Und los schalten wir zurück an den Studio. Huh?